Hey, was machst du heute noch? Ich weiss nicht, das ist mir so langweilig. Das ist wirklich langweilig. Sitzen wir noch da, dann können wir uns etwas überlegen, was wir machen. Warte mal, wo sind wir jetzt da gelandet? Das hat ein Mikrofon und eine Kamera. Stimmt. Warte mal, was steht da drauf? Nathalie, Noemi. Ah, das ist doch die Sonntagsschulsendung. Du hast recht. Und wo sind Sie zwei? Müssen Sie nicht schon längstens da sein? Wie spät haben wir? Ja, es ist Zeit. Sie müssen da sein. Oh, wir sind sicher verschlafen. Das kann sein. Übernehmen wir es für Sie? Das ist eine gute Idee. Wir können Sie ja heute begrüßen. Das ist ja cool. Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich aus dem Studio zu der heutigen Sonntagsschule. Mega cool sind ihr alle dabei. Ja, wie ihr seht, ist heute alles ein bisschen anders. Wir sind ja nicht Noemi und Nathalie, sondern schreiben wir schnell unsere Namen da drauf. Sehr gut. Ich bin Josheba und das ist meine Schwester. Ich bin Rahel. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist wirklich vieles anders. Nicht nur die Sonntagsschule heute, sondern auch unser Leben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich gehe daheim in die Schule, mega viele Läden sind zu, es ist keine Gemeinde. Es ist vieles anders. Also jetzt, wo Noemi und Nathalie nicht da sind, hoffe ich aber mega, dass der Dr. Knüsli umeinander ist. Ist das nicht der, der nachher immer kommt? Ja, stimmt. Ui, nein, wenn der nicht da wäre. Oh, aber wie können wir umschalten? Wie geht das? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Rufen wir doch dem Heiligen geschwind an. Er weiss es sicher. Stimmt, das ist der Helfer gell, vom Knüsli. Rufen wir ihn schnell an. Machen wir gerade schon einen Lautsprecher, dann hören wir es. Ja. Ja, grüezi wohl, Herr Geschwind am Apparat. Ja, grüezi, Herr Geschwind. Da sind Josheba und... Rahel. Genau. Wir müssen jetzt umschalten auf den Dr. Knüsli, aber wir kommen überhaupt nicht raus. Kannst du uns irgendwie helfen? Ja, umschalten. Ja, wer sind ihr? Oder was macht ihr da? Ja, Noemi und Nathalie sind nicht gekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, wir übernehmen mal, weil sonst läuft ja gar nichts. Sonst gäbe es keine Sonntagsschule heute. Und ich meine, die Kinder warten doch alle. Wir können doch nicht einfach keine Sendung machen. Ja, doch, stimmt. Das finde ich gut. Ja, ich habe vorne mit dem Herrn Knüsli telefoniert. Ihr könnt mir eigentlich gerade direkt übergeben. Vorne, vor euch beim Pult habt ihr ein Hebeli. Das müsst ihr einfach schnell umschalten. Und wenn ihr es wieder zurückwendet, dann ihr es dann einfach wieder zurück. Okay, gut, wir probieren es. Danke vielmals, Herr Geschwind. Ja, gell? Tu ich geschwind probieren. Klappt es mit dem Umschalten? Haben Sie es geschafft? Ja, jetzt sieht es so aus. Jetzt haben Sie mich. Was sind das für Dinge? Zuerst können Sie umschalten, dann haben Sie keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin nämlich nicht der Helfer vom Knüsli. Ich bin ein Reporter und ich gehe einmal den Knüsli interviewen, fragen, was er wieder Neues erfunden hat, was er wieder für weltverändernde Sachen erfunden hat. Und ich glaube, heute hat er wieder ein paar ganz coole Sachen für uns. Und hey, ich bin gespannt. Ich habe ihm vorhin noch schnell angerufen und gesagt, er soll sich auch ein bisschen verändern, dass man eine Veränderung sehen kann, auch bei ihm. Und hey, ich bin mega gespannt, was er da vorbereitet hat. Gehen wir doch gerade mal in seine Werkstatt rein. Kommen wir mit? Grüezi, Herr Knüsli. Grüezi Heidi. Hey, leck, hast du dich verändert? Das sieht so blöd aus. Das kann man doch nicht schaffen, das ist doch keine Uniform. Nein, ich finde, es sieht jetzt noch gut aus. Was meinen die? Sieht er gut aus? Sag nein! Das kann doch nicht, so kann man doch nicht Professoren. Jetzt sehe ich aus wie so ein Fußballer oder so. Ja. Du, nicht mit mir. Das muss ich noch ändern. Ja, was willst du denn jetzt ändern? Ja, mit der alte Uniform, aber um muss man überbrücken, damit man nicht sieht, was ich unter einem Mantel habe. Das ist nämlich sehr unangenehm. Ja. Ich dir schon mal die erste Erfindung vorstellen. Das ist in dem Sinne so ein sogenannter Eiveränderer. Das ist ein Eierbecherli. Voilà. Ja. Da haben wir frische Eier. Habe ich heute Morgen noch frisch gelegt bekommen, vom Huhn natürlich. Darfst du sonst mal ein Ei da reinhauen und ich tue mich dann hoffentlich versuchen, abseits von der Kamera wieder in Normalzustand zu verändern. Dann haben wir doch deine Veränderung drin und ich muss nicht so an Schlumpf rumlaufen. Ja, gut. Dann schauen wir doch da mal, was er da vorbereitet hat. Bist aber vorsichtig und mach keine Sauerei, gell? Ja, mach ich. Jetzt Deckel drauf. Dann sind wir doch gespannt, was er jetzt mit dem weiter vorhat. Bist du so weit? Ich glaube, er ist langsam so weit, aber ja, was denken ihr, was passiert denn mit dem?
Das ist eine Eiveränderung. Hut muss ich auch noch wechseln. Welcher ist schöner? Ja, der, oder? Gut. So, Dani, wir werden zurück beim Eiveränderung. Den tun wir hier in Mikrowelle. Das Mann ist ja vom Migro, weisst du noch? Das letzte Ja. war vom Fust. Fust. Mit Fust hast du manchmal ein bisschen Frust. Darum eine Mikrowelle. Du musst da genug lang einstellen. Und das tut jetzt Köcherle dort rein. Und dann gibt es eine schöne Veränderung. Ja, und darf man fragen, was gibt es denn für eine Veränderung? Das Ei verändert sich. Das war jetzt ja so flatschrig, matschlig gewesen. Und das wird nachher ganz schön. Das wirst du dann sehen. Ja gut, sind wir da ganz gespannt? Was ich auch noch gedacht habe, ist noch wichtig. Ich habe einen Spiegel erfunden. Hat mit Veränderungen zu tun. Und wenn man da reinschaut, dann wird man ganz schön. Du musst auch mal reinschauen. Ja, voll. Hey, Verändern wir sich ich sehe ja aus wie der Roger Federer, ist mir gerade aufgefallen. Hey, ich auch? Das ist genial. Ja, Muss ich auch mal da reinschauen. Dann macht er ganz schön, wie der Roger Federer. Genau. Wichtig auch noch, Strassenverkehr. Dort haben wir so viele Reifen, die platzen. Ich habe jetzt einen Reifen erfunden. Für Lastwagen, für Auto, für Trottinett, für Kickboard, für Rollerblades, für Flugzeuge, für alles, was nicht platzt. ja. Hey, aber das ist mega genial. Kann Der ich da hat- gerade 4 bestellen? Für mein Auto? Ich habe erst einen erfunden. Oh, und kann man da nicht Und 2 nein. andere bauen oder 3? Nein, das Problem ist, wie soll ich sagen, er platzt eben doch auch. Ja gut. Aber dafür habe ich noch mal etwas erfunden. Ja, und was Im- ist denn das? Das ist ein Sommer-Refresher. Also es wird eine frische Luft. Heb mal da. Ja. Das ist die umweltfreundliche Variante vom, wie heisst der, vom Ventilator. Da braucht es nämlich keinen Strom dazu, sondern... Hast du gesehen? Frische Luft. Ja. Sehr Ja. interessant. Irgendetwas hat da geflappt. Hoi. Stoppen wir das Was- mal kurz. Was ist denn jetzt da passiert? Es hat irgendwie geflackert. Schapperlotti. Ist jetzt kaputt? Ups. Jetzt ist glaube ich kaputt. He? Sagen wir es so, es ist ein bisschen besser rausgekommen, als es sollte. Und irgendjemand muss dann noch die Sauerei wieder flicken. Hey, nochmal. Flop und weg. Aber eben, das Ei, vielleicht können wir es gerne noch mal probieren. Geschmacklich ist es immer noch sehr eierhaft. Ja gut, das tun wir jetzt da Aber so später ausprobieren. Und mich nimmt kann man jetzt gerade noch Wunder. Erfindungen verbinden. Schau. Weil jetzt ist es viel zu heiß, jetzt tun wir es noch ein bisschen refreshen. So, Deli. Jetzt ist es viel kühler. Ja, sehr schön. Aber viel zu aufgeploppt. Ja, und- Also, Ja, was Sag- haben Sie denn sonst noch erfunden, was so ein bisschen weltverändernd ist? das ist sehr weltverändernd. Das ist ein sogenannter Gemüseemulgator, wo man das Gemüse länger frisch behalten kann. Ja, und spannend. Wie Da kannst- funktioniert das jetzt? Oder? Ich zeige es mal vor, ich habe kein Gemüse da, weil das ist halt nicht so von dieser Gattverernährung, die ich dir schon mal erklärt habe. Darum, ich bin mehr der Fleischtyp. Aber ich zeige es dir mit meinem Kopf. Ja. Jetzt sehen ja gerade viel frischer aus. Da kannst du Gemüse einfach alles rein tun. Zum Beispiel das Ei, das tun wir jetzt da ein bisschen abkühlen lassen. Es bewegt sich nicht mehr. Gut. Und dann tun wir das schön kühl behalten lassen. Ja, und was ist denn das Problem gewesen? Oder? Das Problem ist eben halt, dass ich eben Gemüse, das verfolgt mich seit ein paar Sendungen immer, dass das mit Gemüse irgendwie scheitert. Ja, gut. Sehr interessant. Ich habe mal einen Reporter gehabt, der gemeint, es sei Gewürz. Aber es ist eigentlich Gemüse. Weiter. Item. Das ist meine allerneueste Erfindung. Die ist noch sehr geheim. Dürfen die schon ausstrahlen? Ja. Ausnahmsweise. hä? Sicher schon, hä? Das haben wir doch jetzt gesehen. Ich habe hier 2 sehr seltene Appenzeller-Zutaten, die seit 700 Jahren geheim sind. Habe ich hier zusammengemischt. Die tun wir jetzt hier schön mal mischen. Ja, spannend. Sieht ein bisschen aus wie Cola. Das Aber ist Coca-Cola. ja, und ist das das- einfach etwas selber kreiert? Das ist selber kreiert, seit 700 Jahren geheim. Und die Zutaten die verraten wir auch niemandem. Aber mir so als Reporter kannst du es doch sagen. Aber wenn ich das jetzt ins Ohr flüstere,
dann hört man das ja im Mikrofon auch, oder? Ja gut, du hast mir nachher sagen, ist gut. Vielleicht. Weil viele Leute wollen ja immer jünger, schöner und so werden. Und das ist ein Tränkchen, das dich nachher ganz jung macht. Jetzt habe ich es jetzt falsch zugeschrieben. Manchmal bin ich da ganz zerzauselt, verstreut meine ich. So, Deli. Das ist da mit diesen Messen, das verschneidet die Seifenblasen, was es da reingegeben hat, verschneidet die schön. Das musst du da drauf machen und der Saft macht dich nachher jünger. So, jetzt haben wir das da gemischt. Und jetzt wichtig, ja, nicht zu viel nehmen, weil das macht dich wirklich zack, bumm, jung. Und wie jung denn? Hast du schon mal ausprobiert? Nein, das ist dem das erste Mal. Da sind wir jetzt gespannt, was Eine jetzt da passiert. Weltpremiere, Was glauben dir? Eine Weltpremiere. Schmecken tut schon mal sehr Coca-Cola. Das war eigentlich mehr für den Geschmack. Jetzt, was Hör auf passiert so, jetzt? du machst mich ganz Ich bin nervös. Ja, ich bin auch nervös. Ich auch. Also komm, trink das geschwind. Du bist der Geschwind. Ich bin der Knüsli, Heidi. Schapperlott, das Experiment ist über voll in die Hose gegangen. Ich glaube, ich muss mich schnell umziehen. Ehrenwort. Ja, was ist jetzt da passiert? Das ist völlig schief gegangen. Lack. Was ist denn das für ein Getränk? Boah. Also ich probiere es nicht, keine Angst. Das ist mir zu wild. Das probiere ich nicht. Aber das war jetzt mal eine Veränderung gewesen. Und ja, ich denke, ich gebe mal wieder zurück ins Studio. Ich muss mich zuerst da wieder erholen. Was für eine Veränderung. Ja, hoffentlich kann man es wieder rückgängig machen. Ich hoffe sehr für den Dr. Knüsli. Ja, aber im Leben verändern sich immer wieder Sachen. Du hast recht, wir können ja nie genau wissen, was morgen wird sein. Nur eins bleibt immer gleich, Gott. Er hat versprochen, dass er immer und überall da ist. Und da kommt mir gerade ein Lied dazu in den Sinn. So, wenn wir doch aufstehen, dort wo wir sind, und das Lied zusammen singen. Immer und überall ist Gott da. Bei mir und bei dir. Und das werden wir jetzt miteinander singen. Vom Anfang bis zum Ende, Gott hält Gott ständig über mich und über dich. Ja, hat so versprochen, weil Jesus versprochen, lass uns doch ewig mit ihm. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich Mach doch mit, fangst du jetzt auch mit mir an? Von dieser Seite. Vom Anfang bis zum Ende, Gott hält Gott ständig über mich und über dich. Ja, hat so versprochen, der Jesus versprochen, lass uns doch ewig mit ihm. Immer
Lasst mir gerade überlegen, habe ich alles dabei? Warte, jetzt mal eins nach dem anderen. Meine Skischuhe. Jacke, die ist noch wichtig. Handschuhe habe ich da. Natürlich die Ski selber. Stöcke, die brauche ich. Skihosen sind auch noch wichtig. Helm mit Brille, das brauche ich noch. Stöcke, Ski. Fehlt mir noch etwas? Warte, lass mich überlegen. Fehlt mir noch etwas? Nein, jetzt müsste ich alles haben. Jetzt müsste ich alles haben. Das heisst, hey, wir können Skifahren. Ja. So haben wir geplant, so habe ich es gedacht. Das war jetzt etwa vor einem Monat. Vor einem Monat, Anfang März, haben wir einen Plan gehabt, ich und mein Sohn, haben wir gesagt, komm, wir gehen so Anfang April, gehen wir nochmal Skifahren. Das machen wir. Und wir haben überlegt, was brauchen wir alles, was müssen wir haben. Wir haben sogar schon überlegt, wo wir her sollen, welches Skigebiet, wo sind echt die besten Pisten. Und ja, wie du weißt, nachher ist alles komplett anders gekommen. In wenigen Tagen hat sich alles so verändert, dass wir müssen sagen, wir müssen das abblasen. Wir können nicht mehr gehen. Die Skigebiete haben alle aufgehört fahren. Die Skilift, Sessellift, die laufen nicht mehr. Das heisst, Stöck, Ski, Helm, wir haben alles wegtun. Vorbei. In wenigen Tagen hat sich alles so verändert, dass wir das alles nicht mehr machen können. Ja, wir sind, ich muss sagen, schon ein bisschen enttäuscht gewesen, dass wir nicht mehr gehen können. Wir haben uns wirklich schon eigentlich darauf gefreut gehabt und jetzt ist alles wieder vorbei. Wir können es nicht mehr machen. Ja, und so ist es im Leben. So ist es im Leben, dass sehr vieles eben plötzlich sich verändert. Und wenn wir wieder zurück in die Bibel gehen, dort schauen, dann sehen wir eben, dass sich ja dort oftmals Sachen einfach verändert haben. Zum Beispiel für die Jünger, die sind ja ein paar Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Sie sind mit ihm überall hergezogen, mit ihm mitgelaufen, haben ihn gehört reden, haben ihn erlebt gehabt. Und jetzt ist alles vorbei. Jesus ist nicht mehr da. Wir haben das in der letzten Sendung gehört, wo Jesus zurück zum Vater, zurück zu Gott in den Himmel gegangen ist. Jetzt ist er nicht mehr da. Also für die Jünger hat das so verändert jetzt auf einmal. Auch innerhalb von kurzer Zeit, alles ist anders geworden. Jetzt sind sie allein. Sind sie allein? Nein, sie sind nicht allein. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe das letzte Mal auch noch kurz gesagt, Jesus hat ihnen versprochen, dass er bei ihnen ist. Und das kann er, indem er ihnen eben jemanden schickt. Und zwar schickt er ihnen den Tröster. So lesen wir es in Johannes 14, Vers 16. Ich lese euch das vor. Dort heißt es, und ich will den Vater bitten, also Gott, er will Gott bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Also er hat versprochen, er wird ihnen einen Tröster geben, der für immer oder eben in Ewigkeit bei ihnen bleibt. Also Jesus ist zwar nicht mehr da und trotzdem lässt er die Jünger, lässt er seine Kinder nicht allein. Er wird bei ihnen bleiben. Und die Jünger, die sind da gewesen und sind ganz gespannt darauf, haben gespannt gewartet, bis jetzt das wirklich so weit ist, bis Jesus ihnen den Tröster schickt. Zu dem Zeitpunkt hat es in Jerusalem ein grosses Fest gegeben, das Pfingstfest. Das ist eine Art wie ein Erntedankfest. Und da sind ein Haufen Leute zusammengekommen. Aus weiten Teilen der Welt sind sie gekommen. Ganz die verschiedensten Leute sind dort zusammengekommen. Also die Stadt die war voller Leute gewesen. Und auch die Jünger sind zusammen versammelt gewesen. Und die anderen Nachfolger von Jesus sind in einem Raum zusammen gewesen, versammelt gewesen. Und haben auch das Fest feiern. Und auf einmal passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Dann auf einmal kommt so ein Brausen von oben her, wie ein starker Wind, kommt dorthin und bläst so da in den Raum, wo die Jünger sind. Aber es hat einen rechten Lärm gegeben. Es war ein lauter Wind gewesen, hat dort eingeblasen und dann in dem Wind hinein, so lesen wir es in der Bibel, das sind wie so Feuerzungen oben runtergekommen und haben sich auf all die Jünger von Jesus so oben draufgesetzt. Ganz etwas Spezielles ist da wirklich passiert. Aber für die Jünger, für die ist sofort klar gewesen, das ist Gott. Das bewirkt Gott. Gott kommt jetzt und löst sein Versprechen ein. Er schickt den Tröster.
Und der Tröster, der ist nämlich niemand anders, wir können sagen, als Gott selber oder als sein Geist, als der Heilige Geist. Gott hat seinen Geist zu den Jüngern geschickt, zu seinen Freunden, zu seinen Nachfolgern. Und wie es der Name schon sagt, Tröster, die Aufgabe vom Heiligen Geist, von dem Tröster, ist eben zu trösten, zu helfen, dass Gottes Kinder nie alleine sind. Er will helfen. Er will Mut machen. Und was Gottes Geist, was der Heilige Geist sagt und tut, das ist alles richtig und wahr. Warum? Weil es eben Gott selber ist. Gottes Geist hat noch andere Aufgaben. Er will dich lehren. Er will dir helfen zu verstehen, wer Gott ist. Wir lesen in der Bibel, dass Gottes Geist ja sogar auch einen Willen hat oder Gefühle hat, gerade wie ein Mensch. Einen Verstand hat er auch. Ja, Gottes Geist ist Gott selber. Und er ist auf die Jünger gekommen, er ist zu den Jüngern gekommen und sie haben gewusst, das ist wirklich wahr. Das ist Gott gewesen, der jetzt das ins Versprechen eingelöst hat. Und plötzlich, wo das so passiert ist, die sind so gefüllt gewesen mit Gottes Geist. Sie sind richtig verändert worden. Und sie haben gedacht, hey, wir müssen rausgehen. Wir müssen das den Leuten erzählen. Wir müssen den Leuten von Gott erzählen, dass sie ihn kennenlernen dürfen. Plötzlich haben sie das Verlangen gehabt, nicht mehr für sich alleine hier im Raum hineinzubleiben, sondern können rausgehen, auf die Straße rausgehen und den Leuten von Jesus erzählen. Und ich schlage vor, das machen wir jetzt auch. Komm mit, wir gehen doch gerade raus. Also, ich gehe raus, du darfst sitzen bleiben, ich gehe raus und so, wenn wir schauen, wie das war, dort auf der Straße. Ja, also, wir sind jetzt hier draussen. Natürlich sind wir nicht in Jerusalem, aber gleich, wir sind jetzt immerhin draussen. Und der Petrus und die anderen Jünger sind ja eben dort raus, sind auf die Straße und haben dort angefangen, einfach von Jesus zu reden, von dem, was sie erlebt haben. Und in der Zwischenzeit sind ein Haufen Leute zusammengekommen, weil die haben das auch gesehen und vor allem auch gehört. Das Brausen, der Wind, haben sie auch gehört. Und so sind sie zusammengekommen und wollten schauen, was da passiert ist. Und der Petrus war am Reden und dann plötzlich hören die Leute den Petrus reden und vor allem hören sie ihn in ihrer Sprache reden. Ich habe ja gesagt, das sind Leute aus ganz verschiedenen Ländern dort gewesen. Die haben alle unterschiedliche Sprachen und jeder hat den Petrus in seiner Sprache gehört reden. Das ist normal eigentlich gar nicht möglich. Wenn wir das heute machen würden, dann müssen wir übersetzen. Das braucht dann verschiedene Leute, die in verschiedene Sprachen übersetzen, aber da in dem Fall hat einfach jeder den Petrus in seiner Sprache gehört reden. Das ist unglaublich gewesen. Das ist ein Wunder gewesen. Aber die Leute sind verschrocken. Hey, jetzt sagen wir zum Beispiel einer von Ägypten hat plötzlich gerufen, hey, wieso redet der Ägyptisch? Wieso verstehe ich jetzt den? Ein anderer ruft auch, ja, ich verstehe ihn auch in meiner Sprache. Das gibt's ja gar nicht. Woher haben die Sprache gelernt? Wo haben die gelernt studieren? Da ruft ein weiterer Mann, nein, die haben überhaupt nicht studiert. Die haben das nicht gelernt. Das sind normale Männer da von Israel, von uns. Die haben das überhaupt nicht gelernt. Die Leute jedenfalls, die sind nicht mehr rausgekommen, was da passiert. Es hat aber auch solche gegeben, die da angefangen zu spotten. Die haben nämlich angefangen zu lachen. Und ich habe gesagt, vergiss es. Die sind doch besoffen. Das heisst, die haben ein bisschen zu viel Wein oder zu viel Alkohol getrunken gehabt. Das ist ja gar nicht möglich so. Das geht gar nicht. Ja, normal müsste man sagen, es geht wirklich nicht. Aber was da passiert ist, dass Gott ein Wunder gemacht hat. Gott hat das eben durch seinen Heiligen Geist gewirkt. Die Bibel erklärt uns, dass unser Körper, so wie wir ihn haben, ist wie ein Haus oder wie eine Wohnung. Und Gott selber möchte da in uns wohnen. Er möchte eben durch seinen Heiligen Geist möchte er in uns wohnen. Und das möchte er eigentlich bei allen tun. Aber er tut es vor allem bei denen, die ihn glauben. Bei denen, die mit ihm leben. Bei seinen Kindern macht er das. Und wenn du an ihn glaubst, so sagt die Bibel, dann wirst du zu Gottes Kind. Das heisst, Gottes Geist wohnt dann auch in dir. Du bist nicht allein. Nein, Gott hilft dir, er ist immer bei dir, weil die Bibel sagt uns, Gott lässt seine Kinder nicht allein. Er ist immer da. Und das macht er durch seinen Heiligen Geist.
So hat es Jesus, so haben es Propheten früher versprochen und Gott hat sein Versprechen eingehalten. Der Heilige Geist, er hilft einfach so im Alltag, im täglichen Leben. Er gibt Kraft, er gibt Mut. Er erinnert uns an das, was wir von Gott wissen. Er hilft uns zu verstehen, wer Gott ist. Und der Heilige Geist macht übrigens noch etwas mehr. Er gibt uns auch die Sicherheit, dass du für immer darfst bei ihm sein. Dass du zu ihm gehörst. Das macht er. Und darum hat eben Petrus und die anderen Jünger, darum haben sie sich nicht mehr länger versteckt, sondern sind eben rausgegangen und haben von dem grossen Gott erzählt. Und jetzt ist er wieder an einem Platz angestanden, wo es möglichst viele Leute haben können hören. Und er hat den Leuten das angefangen zu erklären. Von Jesus nochmal. Er hat gesagt, ihr Leute von Jerusalem, ihr Gäste, ihr Besucher, die da gekommen sind, hört mal zu. Die einen, die meinen, wir sind betrunken. Eben, wir haben zu viel Wein gehabt. Aber das stimmt nicht. Wir haben überhaupt nicht zu viel Wein gehabt. Überlegt mal, es ist ja erst morgen um 9 Uhr. So hat der Petrus gesagt. Wenn man betrunken ist, dann ist es eher meistens am Abend. Ja, stimmt eigentlich. Die Leute haben das ein bisschen verstanden. Und so hat Petrus weiter gesagt, heute passiert Folgendes. Und zwar, heute hat sich erfüllt, was Propheten früher in der Bibel, vor vielen, vielen Jahren vorausgesagt haben. Gott hat sein Versprechen eingelöst und seinen Heiligen Geist geschickt. Von jetzt ist alles anders. Jesus ist zu Gott gegangen, zu seinem Vater. Er ist nicht mehr da, sichtbar auf der Welt. Aber dafür ist der Geist von Gott, der Heilige Geist, jetzt da. Und er wohnt in all denen, die an ihn glauben. So hat es der Petrus erzählt und erklärt. Er hat einmal zurückgeblendet ein bisschen. Auf Jesus. Ihr wisst, Jesus von Nazareth. Er war auf der Welt. Gott hat sich auf seine Seite gestellt. Gott hat durch Jesus viel Wunder und Zeichen gewirkt, die eigentlich bestätigt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Kannst du dich an Wunder erinnern, wie Jesus gemacht hat? Überleg mal, was hat Jesus alles für Wunder gewirkt? Was hat er gemacht, wo auf Erden ist? Wenn du möchtest, kannst du auch kurz Pause drücken. Könnt ihr einander kurz erzählen, was Jesus für Wunder gemacht hat? Überleg mal. Jesus hat viele Sachen gemacht, die ein normaler Mensch nicht machen kann. Und das hat er können, weil er Gott selber ist. Weil er Gottes Sohn ist. Er hat die Leute weiter daran erinnert, dass sie ihn nachher eigentlich genommen haben und als Kreuz da haben, dass sie ihn getötet haben. Und er hat gesagt, aber Gott ist grösser. Er hat Jesus wieder auferweckt. Er hat Jesus wieder das Leben gegeben. Ja, so ganz früher ist das vorausgesagt worden. König David hat das schon gesagt, was alles wird passieren. Und wir, Petrus, eben er und die anderen Jünger, wir sind jetzt die Zeugen. Wir das alles dürfen miterleben, was mit Jesus passiert ist. Und das möchten wir jetzt da erzählen. Das möchten wir euch weiter sagen. Der Petrus und die anderen Jünger haben das können, weil Gottes Geist ihnen geholfen hat. Weil er ihnen den Mut und die richtigen Worte und die Kraft einfach gegeben hat. Alle Leute sollen wissen, dass Jesus der Herr ist und dass er uns Menschen retten kann. Dass er uns alle Schuld und Sünde vergeben kann und will vergeben, weil er uns liebt. Damit auch wir alle mal gerettet sein und dürfen bei Gott sein. Ja, der Petrus, er hat nicht mehr ruhig sein. Er hat die Nachricht wählen und einfach müssen weitergeben. Er hat gewusst, Gott ist weiterhin bei ihm. Durch seinen Heiligen Geist ist er bei ihm und lässt ihn nicht allein. So hat sich eigentlich für die Jünger sehr vieles verändert und doch ist Gott gleich geblieben. Gott ist schon immer da gewesen und er wird immer da sein. Er ist zwar nicht mehr gleich bei ihnen, vorher mit Jesus, jetzt durch den Heiligen Geist, und trotzdem ist Gott der gleich. Er verändert sich nicht. So sagt es auch die Bibel. Das lesen wir noch ein bisschen weiter hin, in Hebräer 13. Dort sagt die Bibel, Jesus Christus ist und bleibt der gleich. Gestern, heute und auch morgen. Er ist immer der gleich. Er verändert sich nicht. Und wenn du Jesus als dein Retter, als dein Herr angenommen hast, wenn du an ihn glaubst, dann darfst du das wissen, dass Jesus auch bei dir ist. Durch seinen Heiligen Geist. Dass du den Heiligen Geist darfst haben. Auch wenn du jetzt vielleicht keinen so einen Wind, so ein Brausen gehört hast, so ist er gleich da. Er wird dir helfen, auch anderen von Jesus
zu erzählen, deinen Gespendli, Nachbarn oder wem auch immer. Er wird dir Mut machen, wenn du Angst hast. Er hilft dir zu verstehen, was Gott dir möchte erklären, was Gott dir möchte sagen. Auf ihn kannst du wirklich verlassen. Ja, wo das die Leute dort, die zugelassen haben, wo sie das gehört haben, viele sind wirklich verschrocken. Und ich habe gesagt, nein, aber wenn das alles so ist, was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Da sagt der Petrus ihnen, wisst ihr was? Macht einen Neuanfang mit Gott. Glaubt einfach an ihn. Und lebt mit ihm, bittet ihn um Vergebung von der Schuld. Und dann wird er das machen. Er wird euch alles vergeben. Und viele von denen, die zugelassen haben, haben das gemacht, was der Petrus gesagt hat. Viele haben einen Neuanfang mit Jesus gemacht und haben angefangen an ihn zu glauben. Es steht sogar dort an dieser Stelle, dass etwa 3000 Menschen an diesem Tag gesagt haben, jawohl, wir wollen auch an den Jesus glauben. Und da ist auch die Frage an dich, möchtest du das auch? Jesus ladet auch dich ein, dass du mit ihm leben, dass du dich ganz auf ihn verlassen und einfach an ihn glauben. Die Leute, die haben dann weiter das gemacht, was Petrus gesagt hat. Sie haben sich taufen lassen als Zeichen, jawohl, wir gehören jetzt zu Gott. Und für sie hat sich auch vieles in ihrem Leben verändert. Ein Neuanfang mit Jesus. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir einfach jeden Tag mit ihm unterwegs sein dürfen. Und du darfst sicher sein, wenn du an ihn glaubst, dann hast auch du seinen Heiligen Geist in dir. Möchten wir ihm auch noch für das einfach danken und einmal mit ihm reden. Ja, Herr, wir danken dir, dass du so ein grosses Wunder gemacht hast und dein Versprechen eingelöst hast, dass du den Heiligen Geist geschickt hast als Helfer und Tröster. Wir danken dir von ganzem Herzen. Hilf, dass wir uns da einfach festhalten an dem, was du gemacht hast, an dem, was du in der Bibel auch sagst. Amen. Und zusammen möchten wir jetzt auch noch miteinander gerade ein Lied singen, das auch das ganz einmal ein bisschen bestätigen soll. Das Lied heisst «Steig ein, komm mit». Mit Jesus kannst du viel erleben. Und das ist wirklich wahr. Mit Jesus kannst du viel erleben. Er ist immer da bei uns. Steig ein, komm mit. Mit Jesus kannst du viel erleben. Steig ein, komm mit. Lass dir das nicht entgehen. Jesus braucht nicht, dass ich alle Freuden von ihm sah. Dass er sie liebt, die Sünde vergibt, heute und jeden Tag. Steig ein, komm mit. Mit Jesus kannst du viel erleben. Steig ein, komm mit. Lass dir das nicht entgehen. Jesus hilft mir, wenn ich krank bin, doch er kann viel mehr. Er kann vergeben, schenkt neues Leben, jedem dir und mir. Steig ein, komm mit. Mit Jesus kannst du viel erleben. Steig ein, komm mit. Lass dir das nicht entgehen. Jesus ist für mich gestorben und er macht mich frei. Für ihn zu leben, von ihm zu reden, komm, sei auch mit dabei. Steig ein, komm mit. Mit Jesus kannst du viel erleben. Steig ein, komm mit. Lass dir das nicht entgehen. Jesus geht mit mir durchs Leben, er ist täglich da. Habe ich Sorgen, fürcht mich vor morgen, weiß ich, er ist ganz nah. Steig ein, komm mit. Mit Jesus kannst du viel erleben. Steig ein, komm mit. Lass dir das nicht entgehen. Steig ein, komm mit. Mit Jesus kannst du viel erleben. Steig ein, komm mit. Lass dir das nicht entgehen. Denk dran, auch diese Woche ist Gott immer und überall mit dir. Egal wo du bist und egal was du machst. Er sieht auch unsere Sorgen, er sieht unsere Nöte, er sieht unsere Freude, er weiß um alles. Ja, es ist so genial.
dass Gott uns auch den Heiligen Geist gibt, wenn wir an ihn glauben. So müssen wir nie allein sein. Er hilft uns auch in schwierigen Situationen. Das stimmt. Da kommt mir gerade das Beispiel in den Sinn von mir daheim. Kennen ihr das, wenn ein Geschwister die einen beleidigt und man würde am liebsten etwas mega Gemeines zurücksagen, aber nachher sagt einem etwas in einem drinnen, dass das nicht richtig ist und dass man es nicht machen soll. Und in diesen Augenblick wird uns der Heilige Geist helfen, einfach mal ruhig zu sein und nicht zurückzugehen. Das ist genial. Das ist ja so. Und wir möchten euch auch Danke sagen, dass wir heute mit euch da sein dürfen. Es war mega cool und hoffen, dass wir euch bald wieder sehen dürfen. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Warte, stopp. Nein, noch nicht ganz abschalten. Es ist noch nicht ganz fertig, aber das wisst ihr ja auch. Und zwar haben wir doch euch letztes Mal eine Frage gestellt. Was ist euer Lieblingsplatz? Und hey, die Bilder, die ihr uns geschickt habt, da hat es ein paar ganz schöne drunter. Plätzchen, wo ich mich sicher auch sehr wohl fühle. Und die tun wir jetzt am besten einfach ganz schnell zeigen. Und dann kommt nachher noch etwas anderes. He? Wunderschön, was ihr da für Bilder uns geschickt habt, die tollen Plätze. Letztes Mal haben wir mit euch ja noch ein Quiz gemacht am Schluss. Wir haben euch ein paar Fragen gestellt und wir sind begeistert, wie viele von euch das uns geantwortet haben darauf, wie viele das auch mitgemacht haben und sogar noch einen kleinen Gruß hineingeschrieben haben und einen kleinen Kommentar. Das ist toll, dass wir so mit euch verbunden sein können. Manche kenne ich ja gar nicht persönlich, aber es freut uns, dass wir das so miteinander machen können. Und der Gewinner, der weiss es schon, vielleicht sitzt er jetzt daheim und isst seine Schoki, während er die Sonntagsschule schaut. Und das ist doch eine tolle Sache. Und da haben wir gedacht, machen wir das diesmal auch wieder. Wir würden euch noch mal gerne ein paar Fragen stellen. Und zwar wieder Fragen zu der Geschichte. Genau gleich wie letztes Mal. Es gibt 3 Fragen und immer je 3 mögliche Antworten, aber nur eine ist richtig. Und ich tue sie einmal dann wieder da einblenden und am Schluss haben wir die Möglichkeit, die auszufüllen. Und es gibt auch diesmal wieder ein kleines, süßes Preisli. Genau. Also, die erste Frage. Und zwar haben die Freunde von Jesus, die Jünger, haben ja noch gewartet auf den Heiligen Geist. Jesus hat ihnen ja den versprochen gehabt. Und jetzt sind sie am Warten gewesen. Und jetzt ist die Frage, was haben sie gemacht in der Zeit, wo sie gewartet haben? A. Hat jeder in seinem Haus einfach gewartet? Oder B. Sind alle wieder arbeiten? Oder C. Sind sie zusammen gewesen und haben gebetet? Erste Frage war, ihr wisst, ob ihr die Antwort wisst, könnt es nachher ausfüllen. Dann, zweite Frage. Der Heilige Geist, ich habe ihn vorher schon erwähnt, der hat Aufgaben. Die Aufgaben sind A. Trösten und Mut machen. B. Menschen beobachten. Oder C. Schauen, dass nichts passiert. Auch da wieder könnt ihr nachher die Antworten uns geben. Und dann noch die dritte Frage. Alles ist anders. Das haben wir einfach als Thema gehabt diesmal. Moderatorinnen sind anders gewesen. Der Knüsli hat sich verändert. Aber die Bibel sagt, Jesus bleibt immer der gleiche. Wo steht denn das in der Bibel, der Vers? A. Steht es im Hebräer 13, Vers 8? Oder B. Steht es im Hebräer 11, Vers 3? Oder C. Steht es im Hebräer 23, Vers 5? Könnt ihr auch noch überlegen. Dann könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, auf die Adresse wieder gehen. Ich habe sie unten wieder verlinkt. Und dann könnt ihr uns die Antworten geben. Und allen, die uns das richtig beantwortet, verlosen wir wieder etwas Süßes. Und diesmal ist es so eine Packung Toffifee. Sagt man dem, glaube ich, so. Und somit sind wir wirklich am Ende angekommen von unserer Lektion. Es freut uns, haben wir wieder eingeschaltet. Und wir sehen uns
in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.